Die engelsgleichen Sternenritter mit den weißen Flügeln kämpfen der Kraft von Sternendrache in sternenklarer Nacht. Und dann willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Zu einer neuen Geschichte. Der Ankunft der Sternendrachen. Und so weiter und so fort. Mit Lichtkugeln, so. Die Legende der Sternendrachen ist einfach so schön. Eine sternklare Nacht. Ja, was auch sonst. Manche verbringen Zeit mit ihren Familienmitgliedern, andere verbringen Zeit mit ihren Liebsten und beten um einen weiteren Tag des Friedens und Wohlbefindens. In einer schön klaren Nacht erscheint ein heiliger Drache, auf dem ein Ritter in weißem Gewand reitet, den man gar nicht sieht. Die Guten werden gesegnet und geleitet, wenn die Bösen ins heilige Feuer geworfen und das Feuer verbrennt. Okay. Oder wieder so eine Geschichte, ich weiß nicht. Was? Das war's schon? Krass, okay. Ja, schön kurz, gefällt mir. Die Praktik des Sternritterdecks. Hä? Sternritterdecks, aber das heißt, der ist Sternendrachen. Naja, okay. Also, die Hauptfunktion des Decks besteht darin, dass du damit Lichtmonster zum Typ Drache Stufe 7 in der Hand beschwören und vom Spielfeld auf deine Hand zurückbringen kannst, um verschiedene Effekte zu aktivieren. Was? Ein Sterndrache? Was normale Spezialbeschwörung, wenn der Hand beschworen wird, ist ein Monster, das ein Sternritter-Deck gut unterstützt. Das hat einen Effekt, der eine Karte am Spielfeld zerstört. Okay. Lassen wir überraschen. Sterndrachen, sternklare Nacht. Dann wird aufgelöst. Ausgelöst wohl eher. Oh. Himmel der Sternritter. So. Ja, was kann der jetzt? Komisch, ich dachte, ich könnte irgendwie auch mit der Karte einen Drach mit Level 7 rufen. Searu! Oh, ist auch eine richtige Oldschool-Karte. Oh, ein bisschen mehr Power. Das gefällt mir. Rusto. Numero uno. Numero duo. Okay. Sieht prinzipiell recht, also einfach in Anführungszeichen, aber recht klar aus, was gewollt ist, was man tun muss. Schön. Dieses mächtige Monster, wahrscheinlich übermächtige Monster, wa? Sternendrache als sternenklare Nacht. Da frage ich mich, ob es ähnlich wie beim Phönix ist. Also beim Phönix von Nephthys, dass es dann noch weitere Variationen davon gibt. Was ist aber ein Searu? Was soll er damit? Okay, lassen wir mal überraschen. Oh, jetzt macht er eine Kombi, ey.
Erstmal alles ein bisschen angucken. Vinces Monster doch nicht gerade, das wäre ein bisschen zu einfach. Okay, warte mal. Jetzt mal lieber einen Karten verdeckt. Das sieht nämlich alles ganz cool aus soweit. Ja gut. Kann nochmal das machen, was wir vorhin schon hatten. Hallo, Seiyaru! Lang nicht mehr gesehen, Kumpel. Ja gut, das ist halt so. Aber deswegen habe ich ihn gewählt, weil dann kann ich ja den Angriffsboost nehmen. Trishula. Trishula, Drache der Eisbarriere. Okay. Ja, also ich natürlich jetzt irgendwie ein finsteres Monster haben wird, ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, ich werde wohl die Karte dazu nutzen, um noch einen anderen Drachen auf die Hand zu kriegen. Aber mal gucken, was passiert, oder ob das irgendwie cool ist oder so. Sternritter Flamel. Ja, warum eigentlich nicht, wa? Wegen was habe ich die Karten, ja. Er ist zurück, Mann. Also das Deck ist darauf ausgelegt, halt Drachenstufe 7 zu rufen, also vor allem Lichtdrachen. Ist prinzipiell ja cool. Also Decks mit Drachen und so haben wir sowieso viel zu selten, bin ich der Meinung. Kann ich halt auch mal aktivieren, mehr muss er noch gar nicht machen. Eine Hand zurück, nee, muss er gar nicht machen. Noch nicht zumindest. Erstmal muss ich nur angreifen. Ja, und da ich eben bezweifle, dass der Gegner mal noch mit was anderem kommt, ein Finsternismonster, aktiviere ich die Karte trotzdem mal und hole mir einen Drachen auf die Hand. Na, wo ist er, wo ist er? Hier, dankeschön. Also den Sternrittermonster wählen können. Jetzt haben wir zumindest wieder einen Stufe 7 Drache auf der Hand. In der Situation ganz praktisch. Ja, was er mal ein stärkeres Monster rufen sollte, kann ich den Effekt immer noch aktivieren, ne, ist klar. Ist natürlich nicht schlecht, wa? Ja, gut. Ist halt eine Pattsituation, wa? Ich will das sehen wir in der Sternritter. Effekt aktiviert. Ja, jetzt zwar machen können. Muss man aber nicht. Im Gegenteil. Einfach mal angreifen. Doppel-KO. Engelstatue-Beschwörung. Nein, du noch nicht.
der Effekt von dem Vieh. Ah, eben. Am Friedhof liegt. Okay, okay. Alles cool in der School, alles cool. 7 leuchtende Sterne, das erinnert mich an Digimon. Ist nicht der Effekt von... Ah, wie ist er schon wieder? Decays Partner, Patamon. Genau, konnte ja zu Seraphimon werden auf Mega-Level. Ich glaube, seine Attacke ist doch irgendwie 7 heilige Himmelslichter. Ich will es gerade auch übersetzen ins Deutsche. Hat irgendwie wissen was. Oh, wo kommst du denn her? Was ist denn das jetzt? Aha. Ja, du. Man kann nie zu viele Drachen haben, ne? Sind wir uns einig. Schade, da können sie den Effekt hier nutzen. Das wäre jetzt cool gewesen. Oh, jetzt hat der Yosan Ru gerufen. Nee. Noch ein bisschen doof, aber eben den Effekt nutzen bringt mir gar nichts. Ne, warte mal, der will noch irgendwas anderes aktivieren. Muss auf was, weil alles andere wäre ein bisschen seltsam. Aha. Mehr Stufe 7 Drachen? Was will er damit? Der kann sie eh nicht rufen. Was macht der da? Der Sternritter. So, jetzt aber. Und das Duell ist vorbei. 7 leuchtende Sterne. Noch ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack jetzt, aber er hat irgendwie auch die falschen Karten. Also die falschen Formen eingesetzt, sagen wir so wie es ist. Ansonsten, doch war cool. Oh, da gibt's nicht, ey. Kriege ich hier Lichtkugeln? Ah, Gott sei Dank. Eine Wahrheit in der Legende verborgen ist, das ist der Kampf zwischen dem Drachen und dem Bösen. Seit Anbeginn der Zeit gibt es Dämonenwesen, die Chaos verbreiten. Viele Menschen litten unter der Bosheit dieser Dämonen. Die Engel, die über die Menschen wachen, erbarmten sich und beteten zum Himmel. Als Antwort auf dieses heilige Gebet kam Sterndrache in sternklarer Nacht auf die Erde hinab. Der Sterndrache entfesselte seine Macht, um die Menschheit zu retten. Die Engel griffen als Ritter des Drachen zu den Waffen und halfen, das Böse hinwegzufegen. In glänzender Platinrüstung mit weißen Schwingen stiegen die Engel in den Sternenhimmel empor. Diese Engel wurden Sternritter genannt. Viele Dämonen wurden durch den Drachen und die Engel hinweggefegt, ehe die Menschheit sie überhaupt entdeckten. Wie viel Zeit auch vergehen mag, die Menschen erkennen die Wahrheit nicht, während sie die Legende weitergeben. Lautlos verschwinden die Spuren des heiligen Drachen und der Engel, während diese ihren Pflichten nachgehen. Ja, dankeschön.
Ja, ist cool. Müssen wir schon dachten, Sterndrache und so klingt geil. Kann man machen. Nee, danke schön. Wir machen erstmal hier weiter. Freischalten. Sehr schön. Dann Duellstern 4. Dann ging da wird ein Effekt der priesterlich Monster nutzen, eine Horde von Monstern vom Typ Drache Spezialschwörung zu beschwören. Das klingt nicht. Was kann ich da machen? Oh. Rotäuger Leuchtfeuer Metalldrache. Ja stimmt, Stufe 7, natürlich. Oh, die ganzen Sternritter, okay. Wo ist er? Ich habe ihn gar nicht entdeckt. Normale Version. Wo ist ein Rotäuger? Ein Rotäuger schwarzer Drache. Joeys Drache halt. Oh, dann er hier. Priesterlicher Drache. Ach du Scheiße. Okay. Ja, wir suchen uns mal, Freunde. Mal gucken, wie gut wir durchkommen. Du bist als Zweiter. Und danach bist du der Letzte. Und das Letzte. Ich weiß. So. Ding, 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 ding. Ein paar Sternritter. Lichtschwert. Die haben wir lange nicht mehr gesehen. Aber ganz ehrlich, Lichtschwert wäre jetzt nie eine Karte, die ich freiwillig in das Deck packen würde. Die Konstellation, dass die Karte wirklich dringend bräuchtest, ist irgendwie so, ja, schwierig. Naja, hat halt leider schon ein relativ starkes Monster gerufen. Ich könnte natürlich nachmachen. Ich könnte... Das sieht zwar nicht so schlecht aus eigentlich. Ja, nehmen wir den hier, komm. Erstmal gucken, was er macht. Ja, mag sein, dass es zu früh ist, Leute, aber eben, ich glaube, in dem Deck spielt es jetzt keine große Rolle. Oh, ich sehe es gar nicht. Was macht er da? Ja, bitte. Also der hat noch einen Effekt. Nein, der rote Auge. Ja, wobei, warte mal. Das Monster wegzulegen und dafür direkt mal jetzt aber der Falle zu setzen, klingt nicht schlecht.
Autsch. Es ist Kettentime. Aua. Sag mal, was ist los mit dir, Alter? Man kann nicht durch... Nein, solange sie dieses Material hat. Oh. Moment mal. Diese Karte kann nicht durch Kann-Effekt zerstört werden, solange sie dieses Material hat. Materialien hat. Solange diese Karte dieses Materialien hat, fügt dann gegen jedes Mal, wenn eine Karte einen Effekt aktiviert, 100 Punkte Schaden zu. Sofort nachdem sie oder er aufgelöst wurde. Ein paar Spielzug, Schnelleffekt, du kannst eine Karte abhängen, dann ein normales... Boah, ja, verarschen, das Vieh ist ja broken. Ich meine, es wäre was anderes, wenn er jedes Mal, wenn er eigentlich zerstört werden würde, durch Kann-Effekte einem Material abhängen müsste. Aber das muss er ja gar nicht. Hä? Ich kriege den gar nicht platt. Ich könnte aber den versuchen. Was ist das denn für eine Scheiße, Leute? So, wenn du das Vieh hast, bist du ja broken. Ich versuch's mal, komm. Ja, aber es bringt nichts, weil er ist ja geschützt. Ja, hier wieder. Ist ja schön und gut, aber es bringt mir nichts. Solange es ein scheiß rothäuriges Monster hat, kann er machen, was er will. Ja, toll. Jetzt ist ein Finsternismonster. Bringt mir aber nicht viel. Bringt mir gerade auch nicht viel. Ah, das könnte helfen. Aber natürlich nicht jetzt, wa? Warte mal. Ne, wir müssen eine Karte aktivieren. Okay, okay. Da wird mir gerade auch nicht viel, das heißt, jetzt zerstöre ich mal das andere Monster. Ich muss nachher auf seinen Zug warten, dass er dann in seinem Zug quasi meinen Drachen rufe. Dann aktiviert er seinen Effekt, um mir Punkte abzuziehen, und dann aktiviert die Feuerböe. Also wenn es so klappt, cool, aber sonst müsste gar nicht wirklich irgendwie durchkommen. So, genau, er kann den jetzt aktivieren.
Schade, ich dachte, wir können seinen Effekt aktivieren. Wäre jetzt irgendwie cool gewesen. Darauf kann ich es nicht aktivieren. Ernsthaft jetzt? Verdeckt verbannen. Ja, wäre eine Option, war. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, weil zieht immer kein Effekt, Ding ab. Das ist ein bisschen doof. Kommen einfach alle weg damit. Weil ganz ehrlich, das spielt eh keine Rolle. Erstens habe ich so oder so noch zu wenig. Angriffspunkte halt. Oh Gott sei Dank. Zumindest der Quatsch funktioniert. Puh. Dann noch 600 Lebenspunkte, ey. So, da war aber keinen Quatsch mehr machen. Nein! Jetzt kommt der auch noch. Ja, die geht am natürlich vergessen. Stimmt, ich Trottel. Oh, ich hätte natürlich einen Effekt nutzen können. Also, warte mal. Müsste auch so gehen, oder? Was hat der für Punkte? Orbital. Also, in dem Fall so. Weil ich weiß nicht, was der Gegner gleich noch macht und deswegen lieber so. Nein! Nicht mich hier noch sicher machen. Bitte nicht. Puh. So. Was will die Alte ständig? Okay, das war knapp. Zum Glück kam die Fallenkarte noch. Ey, meine Güte. Die Fallenkarte, nee, auf die hat er gesetzt, aber zum Glück kam das Monster noch. Puh. Das war's Knop. Das war's Knop. Mächtigen Effekt zu erhalten. Okay, okay. Oh. Ritter des Königs, Ritter der König, Ritter des Buben. Yo, Yugi wird sich freuen. Ein paar Sternritter noch. Kaiserliche Leibwachen. Was? Nimm zum Beispiel ein Monster und der Ritter. Spezialbeschwörung. In Kombination. Ritter des Jokers. Der ist neu. Osiris, was machst du denn hier? Geheimnisvoller Triumph-Joker. Okay, komm, eigentlich wollte gerade das Ding beenden. Aber nee, komm. Wenn ich es live rufen kann, oder wie im Original heißt Osiris, das will ich sehen, Freunde. Ich meine, er hat sowieso keine Animation, ne? Das wissen wir ja, aber trotzdem. Wir haben direkt auf der Hand. Scheiße.
Ja, ihn suchen wir keinen Spaß. Beschwöre ein Lichtkrieger-Fusionsmonster. Hab ich? Ich hab. Geheimnisvoll. Ah, stimmt, von dem habe ich schon mal gehört. Dritter Joker. Ah, da ist der, okay. Ja gut, dann will man sagen, ich rufe ihn hier. Oh Gott, wie soll ich ja bloß live rufen? Was hat man hier für Effekte? Ja komm, Spielfeldzauber ist immer cool. Also es wäre cool. Ja, ich fürchte, das Deck ist ein bisschen überfüllt, wa? Mein Slifer rufen, dann normalen Sterndrachen, dann noch das mit den Kriegern. Sieht schon ein bisschen abenteuerlich aus. Ja, warte mal, wenn er unbedingt Xyz beschwören will, dann soll er mal, dann warte ich mal noch. Genau deswegen. Ja, komm, warum nicht? Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Oh, was? Da ist ein bisschen ein Nachteil, aua. Tja. Kaiserliche Leibwachen, wa? Warte mal, wähle Monster aus. Deck beschwören. Das Problem ist ja leider, ich müsste eine Spezialbeschwörung rufen, wa? Sternritter. Ja, das ist genau das Problem.
Das Ritter des Königs zu rufen wäre zwar nett, bringt mir aber so jetzt nicht. Also wir müssen schon auf die Hand nehmen und kann halt nicht nochmal ein Monster rufen, ne? Das ist ein bisschen doof. Deswegen kann ich eigentlich direkt ihn hier rufen. Er hat schon wieder einen. Alter. Toll. Hier kommt der geheimnisvolle Ritter-Joker. Wie soll ich so jemals überhaupt Slifer rufen? Hallo? Was ist mit denen los? Hat noch irgendwelche Effekte noch, um den Drachen normal nachher zu rufen oder so? Ne, sieht eher schlecht aus, wa? Ich habe 2 Drachen auf der Hand. Und keinen Plan, wie ich die rufen soll. Also vor allem Slifer, das wird eine Ding der Unmöglichkeit. Schrägstrich natürlich Osiris. Wo es nur noch cool gewesen wäre, war, muss man zugeben. Was? Ah, der Effekt kann nur einmal pro Zug aktiviert werden, wa? Och, Menno. Ja, so schade. Vor allem in der Konstellation soll ich hier einen Slifer rufen. Alter. Was ist los mit denen? Das sind nicht mal ein Lichtmonster, das ist ein göttliches Monster. Ah, egal. War trotzdem nett das Ganze. Sagen an der Stelle mal, danke fürs Zusehen, wie gewohnt. Und bis zum nächsten Mal, wie gewohnt, bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Dann Mutant-Mutation. Die Rigger-Feen steigen herab, dann wollen wir übernächste Folge. Und dann sind wir soweit durch, weil den Quatsch mache ich nicht. Zumindest noch nicht. Und dann, jo, noch Legende der Sternhelden, wa? Zum Abschluss bringen. Schön, schön, schön. Es geht voran. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.